Absolute Synchronität, Timmy Boy. Absolute Synchronität, sagt ich. So sieht's aus. Aber ich höre mich leider selber nicht. Kriegst du dir daheim. Ich hab keine Ahnung, ob du es schon hörst oder nicht. Ist mir aber wieder wurscht. So schaut's aus. Ich hab keine Ahnung, ob du es schon hörst oder nicht. YouTube ist halt auch einigermaßen fit. Wunderbar. Meine Damen und Herren, wie war der Feiertag? Er war wunderbar. Nix haben wir da. Zerrissen haben wir nix. Das ist wichtig. Ja? Blatttiger schreibt gleich mal Werbung. Was auch sonst? Ja, ich muss auch was legen. Muss auch irgendwie Durst aufs Brot bringen. Timmy Boy, merkst du dir, kriegst du dir daheim. Lebenszeug, habe ich den Birger, bin schon gespannt auf Until Dawn, haben wir ja lang ausgeschissen. Das stimmt, das haben wir wirklich sehr lang ausgeschissen. Ich glaube, das ist im ersten Horror Oktober und bei den ersten Horrorspielen ist das schon gefallen. Mittlerweile hat es ein paar Jahre auf dem Bugel, aber ist ja wurscht. Der Batman hat die Wohnung geputzt. Ich hab einen Scheißdreck geputzt, sag ich, was ist. Ich hab mich selber geputzt. Ich hab mich selber geputzt, das muss klar. Jetzt grüßen wir erstmal in den Haufen hinein, das wird eine ganz gemütliche Zeit. Habe die Ehre an, den Batman, an den Müller, an die Nadine, die übrigens gegangen ist, habe ich gelesen. Gute Besserung. Scheiß, gute Besserung, scheiße. An den Leute, an den Lausbauer, an den Jodelmax, an den Simmling, an den Dagel, an den M8, an den Eike, an den Tobi, an den Zampel, an nochmal an den Timmy, was ist da? Aber freilich her die hier alles. Ich glaube, das ist gelungen. Ich glaube, du lässt da wieder zurücklaufen, du Beine. Ich bin mir nicht sicher. Wieso hättet ihr meinen Stream früher als ich selber das verstehe nicht? An den Razy, an den Ruckermann, den Legmermarsch, an den Domi, den Feierhunter, den Semling, den Cyberfox, den Flipnase, den Agrartechnik-Fan, den Stefan, den Zodel, den Toni, den Dagal, den Cyberfox, den Gurkel, den Sharkbite Zero und überhaupt sowieso. So, Freunde der Sonne, hoch die Hände Wochenende, oder wie war das? Irgendwie so war das. So, jetzt schieben wir mal da das Zeit auf Zeiten. So, das ist gut, was zum Dringen haben wir da. Bip haben wir da, Spezi ist schon leer, hilft nicht. Servus, wann gibt's da sie wieder mal? Geht heute der Stream Until Dawn. Warte, was? Nein, Schluss aus! Die Gagal fertig los. Ivo in Hyde Show den ganzen Tag gefreit. Raute reit in the Mau Mau. Reit in the Mau Mau? Mieze! Schluss damit! Du sollst meinen Shopler kaufen und nicht einmal halten! Klar, miese Dankeschön. Das ist ein super Chat, ich kann es nicht einmal zurückziehen und ich kann ihn nicht einmal zurückschicken, wenn ich wollen darf. Das ist der Arschloch! Free Frankie! Mir ist wieder ein Zwiegel. So schaut's aus. Haben wir da. Krank kann man alle durchreden. Ja gut, das stimmt zu einem gewissen Teil. Das ist tatsächlich wahr. Schluss mit der Rumdoneiterei, weil Semlinger Sepp! Bist du nicht auch schon seit 1000 Jahren eigentlich dabei? Weiß ich nicht. Du toll aus. Ja, Semlinger, welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss! Mir ist wieder Mitgliedschaft. Vom Hashtag nach Schausquad. Oh, hide your life. Wurscht. Viel Spaß, du Zigeuner. Fridolin, merci dir. Ab in den Chat, habe ich der Semlinger, wenn ihr mitmacht. Diesen hier. Und irgendjemand habe ich noch gesehen, bevor ich überhaupt online war, ist Mitglied geworden. Warte, ich muss zurückscrollen, ich such's. Komm einer Vollrausch! Merci für die Mitgliedschaft ebenfalls. Das müsst ihr noch schreiben, habe ich dir hier Vollrausch. Ja, ist wichtig, ist wichtig. Was soll jetzt das? Was soll jetzt das? Frag ich mich auch. Fridolin, merci dir. Timmy Boy, nochmal merci dir. An den Karöttchenbauer Kuss zuwerfen, das Smiley. Aber einen Streamer, Grüße an den Karöttchenbauer. Ja. Also du bist die kleine gelbe Rum. Grüße an die große gelbe Rum. Wie läuft das so? Ja, du weißt es, aber es ist nicht. Franz! Haben uns jetzt eine fette Pizza bestellt. Boah, ich hab mich gestern haben wir mir auch bestellt. Ich hab mich so dermaßen voll gefressen, Alter. Lies! Was soll das? Hast du nicht verschrieben? Lies oder Hiers oder Lisa? Lies, habe die Ehre! Welcome to the Squad! Merci, seid was ist denn die ganze Woche schon wieder los? Da im Horror Oktober schwappt die ganzen Mitgliedschaften wieder ein. Müssen wir im Horror November da hinten hinhängen. Nein, müssen wir nicht. Nein, müssen wir nicht. Wolfreak übrigens, die habe ich übersehen, merci für den Resub, was ist da gestanden. Natürlich irgendein dummer Witz, aber den werde ich einfach nicht vorlesen. Na, how about no? Karöttchen, merci dir, Franz, merci, Elias, merci für die Mitgliedschaft, Imse King, merci für, Imse King wahrscheinlich. Merci für den 5. Oktober, heißt, ja, wir schieben ein bisschen sinnlos Geld in den Arsch. Okay. Alfarius, merci für 47 Monate. Sonntag, Ruhetag. Sein Witz lese ich schon vor, der hat noch nicht so viel schlechte gebracht, aber es ist ja sofort wieder vorbei, wenn
Witz, sie, Schatz, ich möchte meine Kinder an hungernde Menschen verschenken. Er, wenn in deinen Fummel passt, kann ich nicht am Hungern sein. Was? Schatz, ich möchte ihr Bruder. Ich habe einfach anstatt Kleider habe ich Kinder gelesen. Und habe mich gewundert, wieso ich verstecke auf Wort, was möchtest du von mir? Nein, der war genauso schlecht wie ein Wolfrig seine! So, merci. Leute, ist ja gut, jetzt chillt dich in der Kirche, merci für dein Zwickelmätzchen nicht. Merci. Boah, leck neu. Jetzt haben wir schon bei 90, das ist der verfickte Ernst, oder? Yo! Yo, 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 yo! 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 Yo, yo, yo! Yo! Was ist denn jetzt, Alter? What? What? Mitgliedschaften runtergesetzt, oder was ist denn mit euch? Yo, welcome to the squad! Markus, danke, Merkel. Merci für eine Mitgliedschaft. Was ist denn heute schon wieder? Ich verstehe es nicht. Ist die Lohntüten gekommen? Kommt die bei euch am 3. oder am Feiertag? Oder hat es ein Feiertagsgeld gegeben? Oder verstehe ich nicht. 90 Tage ist vergrenzt die Billnarisch. Das ist euch das schon klar. Ich glaube, nur der allererste hat 91. Der zweitlängste ist der Chris. Der drittlängste, weiß ich nicht auswendig, da kommen dann ein paar. Und es ist absolut insane. Leute, Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Schluss mit der Rundonaterei jetzt. Grüezi in Halfeier. Und Punkt 7 nach muss ich euch nämlich was zeigen, falls ihr am Mittwoch nicht da wart. Ich werde euch den ganzen Oktober damit auf den Sack gehen. Darum, Donations zurücklassen, Shop kaputt machen. Okay? So. Wolfrig, lies meinen Scheiß! Nö! Learn it the hard way! Geht nicht! Mehr als 55 Monate. Knädelwutzler. Für den Keks bist du zu fett, lachender Smiley mit kaltem Schweiß. Und das ist der Arschloch! Ficken Sie sich! Cheffe, ob es die Shorts auf deine Kopf in den Jahresmerch schafft? Hashtag volle Hose und Like-Ad vergesse. Goalie, merci dir. Ist ja gut jetzt. Es gibt der Timmy. Ach da. Chris, oder? Das ist sowieso. Das ist was, wo ich mich seit 90 Monaten frage, was das eigentlich soll. Das ist seit 90 Monaten, denk mir ich. Hä? Why? Press F für den Chris. Von meiner Vollrausch, Kuss auf die Nuss, da habe ich wieder irgendwelche Leute, die weil ich gar nicht mehr klar komme. Leider, das ist Feiertag, mein Hirn ist im Urlaub. Wer ist denn da jetzt wieder? Dennis! Was hast du denn wieder da, dass das nicht angezeigt wird? Ich drücke einfach nochmal drauf, ist mir scheißegal, das wird schon angezeigt werden. Semlinger, merci dir. Seit 2017 bin ich dabei. Seit 2017 Biene dabei. Geld ist mal Ausganger, deswegen länger Coa-Mitgliedschaft. Darum machen wir gleich eine Mitgliedschaft und schmeißen wir haben nur 5 Euro hinten noch, aber so wurscht. So jetzt das! Ja, was soll jetzt das? Wolfrig, nö. Nö. Learn it the hard way. Schau her, jetzt hast du geresubbt, 2 mit dem Zwickel geschissen. Jetzt, wenn es nochmal irgendwas einer scheißt, dann hättest du es einfach 5 Euro vorlesen lassen können, dann hätte ich nichts dagegen tun können. Schau, so verdient der Streamer sein Geld. It is what it is. So, bei wem sind wir nicht? Denise! Wieso wirst du nicht angezeigt? Ab in den Chat. Habe ich dir, Denise. Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Wolfrig, merci. Gärtner, merci. Sonntag. Zweiter Versuch. Nein! Andreas, merci für 20 Monate. Beim Arzt die Frage, wie viele Finger? Beim Augenarzt normal. Beim Gynäkologen weniger. Vor allem, wenn es ein Pimmel hast. Was heißt recht? Da ist die Frage nicht, wie viele Finger, sondern welcher ist größer. Habe ich heute erst gelesen, dass, ich bin mir nicht, wir müssen jetzt liegen, aber ich glaube, ein Kanadier, ein Trans-Kanadier verglockt einen Gynäkologen, weil der Gynäkologe ihn nicht untersuchen mag, wie er herausgefunden hat, die Tussi hat einen Pimmel. Da frage ich mich, Freunde der Sonne, wieso stellt mir eine Sekunde irgendjemand in Frage, wenn ich mich über sowas lustig mache? Oh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Planeten ist. Andi! Was ist denn? Heute haben wir mehrere Mitglieder wie den ganzen September. Was ist denn? Oh, ein Stream ist claimed. Nein, nicht weniger Trans. Es ist ja nicht mehr so, seit der Herr Trump an der Mache ist, haben ja sämtliche Firmen diese ganze linke Scheiße und diese ganze Woke-Kacke
Facebook hörst du nichts mehr davon. Zuckerberg rechtfertigt sich, was es bei Google anders ist. Da kann ich sagen, was ich will. So schaut's aus, solange ich es nicht beleidige. Aber wenn ich mich darüber nicht lustig machen darf, dann fickt's euch. Ende des Gesprächs. So, haben wir's jetzt! Andi, merci wieder Mitgliedschaft. Sonntag, merci wieder Euro Gärtner, merci Wulfried, merci Semlinger, Rest, merci ich hab Kopf, ich hab gar nicht übersehen. Kuss auf die Nuss, ist gegangen jetzt, es ist 10 noch. Das habt ihr euch selber eingebrockt, ich geh euch trotzdem auf den Sack. Phase 1, Schluss mit der Donaterei. Hier, neues Horror-Oktober-Motiv. Hat der Chris zeichnet. Sound hell! Survivors of Oktober 25. Gibt's hier, Biergerwehr.de. Schluss mit Donaten, Shop kaputt machen. Gibt's Hoodies, T-Shirts, Kissen, Tassen, was ausverkauft ist und was nicht, das weiß ich nicht, aber 3/4 wahrscheinlich. Und überhaupt und sowieso, ja, gibt's ein Poster, natürlich gibt's ein Poster. Ja, das kannst du dir im Bauwagen einhängen, das kannst du als Teppichvorleger benutzen, das kannst du an Deck aufschweißen, das ist mir scheißegal, aber es schaut richtig gut aus. Nice. So, jetzt, Werbung aus. Lina, Schluss damit. Die Bürgerbitches seine Zeit hat. Zeit ist geworden. Trommelwirbel. Der Radetzky-Marsch auf die Depp-Trommel, damit nichts passiert. Mr. Neon! Die da immer nur schnell retriggern, weil die, glaube ich, haben wir nicht gesehen. Weiß ich nicht, was da heute los ist. Heute gibt es Mitgliedschaften umsonst. So, ich starte jetzt mal das Spiel, weil es ist sowieso nicht auf jetzt mit der Scheiße. Kruzifix. Mike übersteuert. Ist mir scheißegal! Merkst du das? Ich tue es dann schon weg. Es hört einfach aber auch nicht auf. Neon, welcome to the squad. Aber in den Chat habe ich dir Neon, da kriegst du die Tröte. So, passt. Schmeckmeister, merci für den Zwickel. Merci, nehme ich Timmy-Boy. Schluss, nix Schluss, solange noch Geld am Konto ist. Du schenkst sowieso die Hälfte PayPal, du Zipfel, Adam. Hau ab. Heute habe ich ein bisschen Bock, eine zum Feiertag, gell? Was soll ich machen? Meine Damen und Herren, Schluss mit der Donaterei ist aber jetzt trotzdem, Moment, Achtung, Alert Sounds sind jetzt aus. Wir spielen heute Until Dawn. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum sehen Sie nichts? Das weiß ich nicht. Wie Sie möglicherweise bereits erfahren haben, gibt's im Oktober jeden Freitag einen Stream. Das ist normal nicht so. Ich sage mal, ich versuche mich droht zum halten, dass wir über den Winter wieder jeden zweiten bis maximal jeden dritten einen Freitagsstream zusätzlich eindreschen. Ich nutze nichts PayPal. Wieso sagen die das denn? Oh, das stimmt. Das weiß ich sogar. Weil dein Name in einer bestimmten Liste wirklich sehr oft auftaucht. Okay, ich bin schon wieder startet, wie passt. Mach weiter. Weiter im Text. Merci dir. So, jetzt mal so. Außer nächsten Freitag, da spielen wir kein Horrorspiel. Was ist denn? Hier steht, Schluss jetzt. So, außer nächsten Freitag. Nächsten Freitag kommt Battlefield 6 raus und das müssen wir spielen. Abgesehen davon, vielen herzlichen Dank erneut. Gestern ist noch mehr ein Video gekommen. Ja, da habe ich ein Video über Escape from Tarkov vs. Arena Breakout gemacht. Es kommt nicht ganz so gut an wie das Call of Duty Battlefield Video. War mir aber im Vorhinein klar, weil es doch ein sehr nischiges Genre ist. Tarkov ist jetzt schon sehr bekannt, aber Arena Breakout, glaube ich, kennt so gut wie niemand, der sich nicht viel mit Shooter und so weiter beschäftigt. Dennoch natürlich vielen Dank, sehr viel positives Feedback. Ich glaube, wir haben, oder ich besser gesagt, habe da ein Format gefunden, das ich gern weiterhin machen darf. Die nächste Zeit wird jetzt ein wenig ruhig, weil ich ab nächster Woche anfangen muss zum Zeichnen für ein Jahresmerch, sonst wird das nämlich nichts. Aber dann so allgemein einfach Videos übers Thema Gaming, das völlig von einem Format losgelöst ist, wenn es sich natürlich ergibt, so Spiel A versus Spiel B, wie jetzt das gestern, oder Battlefield und Call of Duty, dann können wir das natürlich gerne so machen. Oder ansonsten gibt es einige Themen aus der Gaming-Industrie, über die ich mich sehr gerne unterhalten darf. Beispiel, das hätte ich allerdings heute schon ausscheißen müssen, aber da habe ich jetzt auch keine Zeit nicht und ehrlich gesagt keine Lust nicht gehabt. Der Game Pass von Microsoft wurde erhöht, und zwar saftig. Und ich war eigentlich immer sehr großer Fan davon. Ja. Mr. C-Boy ST, du bist noch nicht so lange dabei, aber auch das lese ich jetzt vor, los, jetzt hin mich hergeht. Ich tue nie das, was ihr mir sagt. Das ist Phase 1. Tarkov im PvE-Modus Beste. Nein, ich sag nix. Semlinger, mein Alter ist seit Neujahren fort, so viel Druck am Kessel und jetzt viel Geld auf der Seite, weil nichts über meinem Konto besteht. Neujahren. Okay, ich sag nix. So, Ruhe jetzt. Wir spielen halt Until Dawn.
Wichtig ist, dass ich mein Mikrofon ungefähr daher tue, damit es euren Schädel nicht reißt. Das Allerwichtigste. Übrigens, merci. Wie immer gilt, Sound hell, Licht leise. Zeitung unterlegen, wenn du da alte hast, brauchst du keine, die wischt so zusammen. Ja, das ist eine wichtige Information. Wehe, ihr sitzt in einem hellen Raum. Wehe, ihr habt einen Ton nicht auf und wer die Möglichkeit hat, setzt bitte ein Headset auf. So schaut's aus. Moment. Ich lese, Busfahrer Benny ist da. Wo ist der Busfahrer Benny? Wie heißt der auf YouTube? Wo ist er? Der Neonfahrer wie Arsch fragt sie Licht leise. Du bist auch noch nicht so lange dabei, gell? Weißt du? Was ist da los? Kuss auf die Nuss. Mr. Benny! Ich hoffe, du verstehst da nur ein einziges Wort, was man mir da hören schmerzen. Und ich hoffe, es ist nicht irgendwie negativ. Herr Weißl, welcome to this Wort übrigens. Ab in den Chat habe ich dir, Herr Weißl, merci für die Mitgliedschaft. Herr Benny, ich hoffe, wenn du das im Nachhinein angeschaut hast, weil, um ehrlich zu sein, eigentlich war ich auf Stress aus. Ich sag's freiwillig, wie es ist. Eigentlich war ich auf Stress aus, aber dann habe ich mir irgendwann wieder gedacht, Alter, du kannst es nicht auf irgendeinen Streamer rumhacken, bei dem 3 Leute zuschauen und der einen kleinen Schlaganfall kriegt, weil es jetzt dann gleich 20, 30, 40 und noch mehr sind. Wir haben uns einfach kurz die Frage gestellt, so, wer und warum zur verfickten Hölle spielt jemand freiwillig Skulls and Bones? Da, die Skulls and Lace. Hab Until Dawn komplett durch, der wird das Licht laut lassen. Ja, wenn's du ist. Du hast aber komplett durch. Alle Möglichkeiten. Was jetzt auch nicht? Darfst laut lassen, ja? Passt. Oh, da der Benjamin Patterson. Ach ja, etwas schwierig, aber geht. Ja, habe ich und ja, das habe ich gesehen. Danke für deine Nachsicht. Wichtig ist, der Leberkas-Squad ist immer fair. Du wirst nur dann wie ein Preis behandelt, wenn du die benimmst wie einer. Da du aber schlagartig sehr, sehr nett warst und dich gefreut hast wie ein Schnitzel, dann sind wir mir auch freundlich. Verstehst? So, und jetzt halt Schluss jetzt, wie spät ist es? Jetzt haben wir schon wieder eine Viertelstunde lang verblödelt. Wie spielen wir jetzt? Ich kann da auf Weiter drücken, weil das Spiel natürlich schon mehr ausprobiert. Schluss jetzt mit der scheiß Donnerei! Kruzifix! Sie haben sich mit einer Christus Augsburg, Bürger volle Hose. Wo? Ja, wenn wir eine Spende fangen, wird das nichts mit der vollen Hosen. Aslagon! Ich bin der Asil und ich war auch dabei. Merci. Schluss jetzt. Wir machen eine neue Geschichte. Schnauze halten jetzt halt. Los. Neue Geschichte, möchtest du fortfahren? Sicher. Komm mal übrigens im Gamepad spielen, das ist das gemütlichste Horrorspiel jemals, Alter. Aber fällt ja gar nichts. Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurricane führen. Aha. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf kleine Entscheidungen im Spiel treffen. Man, das Spiel hat auch schon 10 Jahre auf dem Buckel. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Genau das wollte ich gerade sagen, bloß in meine behinderten Scheißauswörter. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Das war ja damals, 2015 glaube ich, ist rausgekommen, oder 2014, war ja das schon sehr bahnbrechend und ist sehr schwer gefeiert, dieses Spiel. Und seit 8 Jahren wünschen sie das Leute im Chat. Today's the day. Da gibt es übrigens einen guten Film, das Butterfly Effect mit dem Ashton Kutcher, der ist auch Weltklasse. Wähle deine Handlungen mit Bedacht. Nein, tu ich nicht. Ich wähle das nach Sympathie. Wenn mir irgendjemand auf den Sack geht, schicken ihn tot. So sieht's aus. Schauen wir mal, was es kann. Schauen wir mal, ob das 2025 noch, wie soll ich sagen, funktionieren kann. Ja, also ich habe schon vor, dass wir es durchspielen. Jeden Freitag. Ah, gemütlicher Grusel-Horror-Teenie-Slasher-Ausklang nach der todesstressigen Woche. Montag und Mittwoch. Herzlichen Glückwunsch uns, hauptsächlich mir. So, da haben wir schon wieder Zauntiere in der Das hat jetzt aber nicht lang gedauert. Das Spiel wird doch nicht einen Mörder schon herzeigen, bevor es überhaupt losgeht, oder? Was hat denn da überhaupt in der Henker? So eine japanische Säge. So einen japanischen Fuchsschwanz. Der Gromit hat Zeitung nur noch digital. Er legt das iPad unter. Oh,
Gurkel hat Ahnung, schau, ich warte, die riecht mir nur Kellogg's her. Es ist schön zum Hören, dass ich nicht der Einzige bin, der Kellogg's mitten in der Nacht frisst. Ich liebe es. An bestimmten Stellen in der Story wirst du unter Druck stehen. Benutze die Bewegungstasten oder den linken Stick, um die Kapsel innerhalb der Begrenzung zu halten. Probiere es jetzt aus. Da ist ein Helch schon hin. Was muss ich da jetzt tun? Achso. Ja, das kriegt mein Pro-Gamer-Daumen, der jahrzehntelang geschult am Gamepad ist, kriegt das ja locker hin schon. Was passiert, wenn wir das schon verkacken? Sterben wir dann sofort. Können wir dann aufhören. Jawohl, wie lange muss ich denn die Scheiße da drin lassen? Mach halt! Achso, ich muss einfach bloß da reinfahren und dann A drücken. Was ist denn mit dem Resub kaputt? Handkerchief, was hast denn du wieder da? Merci für 80 Monate, merci dir. Aslak und merci für den Zwiebel. Wenn du nicht innerhalb der Begrenzung bleibst, lenkst du Aufmerksamkeit auf dich. Oh Gott, muss ich mich in dem Spiel verstecken? Na! Oh! Oh, das ist voll schwer! Ah! Oh, das ist wirklich schwer. Gott, ich bin so ein Gamepad-Spacko, das ist... Okay, passt. Da steht doch A weiter. Ja, ich hab bloß nicht mit mir geschaut. Oh, der Helch. Helch hat gar keinen Bock. Wären wir jetzt gestorben, wenn wir das verkackt hätten? Digitales darf natürlich auch nicht fein. Mr. DM, sorry zu spät. Oh, bist gar nicht so spät, wir haben einen Haufen Scheiß geklaubert. Game Sound sehr leise, zumindest die Stimmen. Habe ich auch gerade gespannt, aber ich denke... Ich denke nicht, dass ich kann es nicht noch lauter machen. Kann einmal da noch so einstellen vielleicht? Was ist denn der Streamer-Modus? Oh! Schaltet lizenzierte Musik stumm und zeigt ein Symbol, das darauf hinweist, dass ein lizenzierter Titel abgespielt wird. Das war vielleicht nicht, was in der Mitternacht. Aktiviere den Mitternachtsmodus, um die Audioausgabe zu normalisieren. Das werden wir jetzt einfach mal testen, was dann passiert. Speichern, sicher! Nein! Ja, ich hasse das, wenn man im Menü dann nicht durchscrollen kann. Jetzt gibt's einen Blowjob. Oh Gott, echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Nein, das bloß Tussis oder was? Was ist denn da los? Das ist da ein Typ mit 8 Tussis in der Hütte gefahren. Ah, doch 2 Typen. War ich nicht gerade noch Vollgas besoffen? Oh, findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Was ist denn da los? Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Hannah hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Was? Vor allem, weißt du, da ist nicht eine Fette dabei. Ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Oh Gott, ist das cheesy, Alter. Also.
das. Okay, da bin ich gespannt, ob das was wird. Ne? Ist das cheesy. Du weißt, 2015 hat es noch keinen Vogue-Bullshit gegeben. Da ist kein einzige Fette dabei, da ist kein einzige Kreislige dabei. Keine hat sich nur als non-binär vorgestellt. Ah, wer ist M? Hallo, ich bin M. Ich bin Transgender. Ich benutze die Pronomen they, them. Halt dein Futzen, du Trottel. Feier das Hakenkreuz, unrealistisch. Unrealistisch. So ich kann jetzt da so... Achso. Sieh dich um die Umgebung. Ich hab ja das, und zugegeben, ich hab das 2015 ja schon mal gespielt in diesem PlayStation Now. Und da war, ich erinnere mich an gar nichts mehr, ich sag das, was es ist, ich ganz grob erinnere mich noch an diese Küche da, ganz grob. Und irgendwann, ziemlich früh, hat man dieses Touchpad auf dem PlayStation-Controller braucht. Und ich habe halt keinen PlayStation-Controller gehabt und habe es einfach nicht spielen können. Herzlichen Glückwunsch. So, wo muss ich hingehen? Die reden da miteinander wie ein Besoffene, schaut mal die so. So, ich gehe, da blinkt was. Kann ich was machen? Steht irgendwo, leck die Steuerung, ist grenzdebil. Steht da irgendwo, was ich tun muss? Hallo? Pronomen I. Meine Pronomen sind L und bumm voll. Scheiße, da ist mit Sicherheit irgendwas gestanden, was ich tun muss, aber ich habe einfach vergessen. Es ist schon ganz schön finster da, gell? Die Steuerung ist so vor. Die ist wirklich unter aller Kanone schlecht bis jetzt, ja. Ich hoffe, man gewohnt sich dran. Da das blinkt, da drücke ich mit drauf. Einfach immer dumm schauen. Anweisungen, wo? Gelbe Kantenmaler ist auch nicht da. Da kann ich da reingehen. Nein, da blitzt nichts. Kann ich laufen? Lauf jetzt halt mal. Bin ich dem. Oh, wir haben jetzt zum Snowboarden hergefahren. Ja. Der Tarnmantel. Da die jetzt gleich einmal anziehen. So. So. Einfach Küche anschauen. Anomalie. Ich gehe einfach raus in den Garten und schau da mal wegen an. Ja, gut. Eigenschaften, Beziehungsstatus. Es ist kompliziert. Schmetterlingseffekt. Haben wir offensichtlich noch nichts. Totems. Naturvölker glauben, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totemfragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du spielst, entscheidet darüber, ob die Prophezeiungen sich erfüllen. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Aha! Der Unbekannte, oh, das ist wahrscheinlich der Killer. 1952, weiß ich nicht, was das soll, werden wir schon herausfinden. Und die Zwillinge, haben es doch Zwillinge. Na ja, gut. Die Olivia fragt mich, ob ich das Mikro ein bisschen weiter weg machen kann, dann tue ich das. Ah, wer mich freundlich fragt, dann tue ich das. Man geht ein bisschen schnell die Treppen da oben, ha? Komm. Hallo? Ich hab gar nicht erwartet, dass so viel Spur ist. Bin jetzt schon überrascht eigentlich. So, da ist doch der Helch hingelaufen, oder? Da haben sie gar nicht die... hinterlassen wir mir Fußspuren? Interessiert mich jetzt. Tatsächlich. Schnee schaut einfach auch schon wieder am Point aus. So, schau, hier haben wir was gefunden. Da hat der Helch noch schnell hingeschissen. Oder ist es ein Scheidel? Nein, es ist ein Totem. Untersuche das Totem, um meine Vorahnung zu finden. Was hat denn der da in der Hand? Zwei Pimmel. Ja, wie soll ich denn das untersuchen? Mehr geht nicht. Hallo? Ah, da. Da ist ein Schlitz drin. Was muss ich jetzt tun? Ah, warte mal. Ah ja! Wir fallen mal irgendwo runter und irgendjemand bricht uns das Kreuz. Du da hinten einmal nicht umeinander zwirbeln. Sind Fische? Ich sag Pimmel. Vogel? Was ist das, ein Vogel war? Naja, war der Flattersepp. Der Fladerer-Sepp. Oder eine fladert. So, damit hab ich schon. Ich hab schon eine voller Lautstärke. Es kommt mir nämlich auch ein bisschen komisch vor, dass das da, das ist nicht so hundertprozentig laut.
Jumpscare muss da ja bekanntermaßen auch ordentlich der Hirn aus dem Schädel pimmeln. Stimmt, oder? Herr Hemmer hat recht, vielleicht ist es aber der Fischpimmel. Pimmelfisch. Kann man da reingehen? Was ist da? Nein, das ist einfach ein Wind, die ausschaut wie ein Loch. Verstehe ich nicht. Die Mitternachtslautstärke. Der Devil Driver Mikey, der braucht den ganzen Satz, dann weiß ich vielleicht, was du meinst. Ich schau mir jetzt mal die Küche an. Schaltet den Mitternachtsmodus wieder aus, den habe ich doch nie eingeschaltet, oder? Den habe ich einfach nicht eingeschaltet. Die Stimmen sind etwas sehr leise. Ja, ich kann es aber nicht lauter dran. Was soll ich machen? Taschenlampe wo? Irgendjemand hat geschrieben, ich soll einfach bloß die Küche anschauen. Ich weiß nicht, wie ich die Küche anschauen soll, aber jetzt habe ich es echt schon lang gesehen. Gehen wir mal da rundum. Riesendrum Sausteh. Ah ja. Laptop. Erstmal Hackerman. Oh, was haben wir da? RT. Kruzifix. Han! Es hat Spaß gemacht, mit dir abzuhängen. Niemand versteht mich so wie du. Komm später zu mir. Ich werde warten. Mike. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Sie schweinzeln lassen? Vielleicht? Stimmt da was mit dem Sound nicht, oder ist die jetzt lautlos? Was ist denn jetzt wieder? Schluss damit. Was passt? Treffen Sie es jetzt zum Hexenzirkel, oder was? Ich sag bloß Depf und... War das Gebärdensprache für da schon ich, Scheiß am Boden? Der fuck ist hä? Ich glaube, da fehlt die lizenzierte Musik. Ah, aber da ist da nicht da gestanden, dass dann ein Symbol kommt? Ja, wenn ich die Musik einschalte, wenn das jetzt schon anfängt, dann kann ich den Stream gleich löschen. Na gut, drauf geschissen. Ja, so brauchen wir das Spiel auch nicht spielen, das ist ein totaler Köder. Also, an den Nachschau-Squad, falls alle 5 Sekunden oder alle 10 Minuten einmal ein Teil fight oder der Ton ganz weg ist oder keine Ahnung was, dann liegt es daran, dass ja jede Musik da drin zum Claimen ist. Herzlichen Glückwunsch, ganz tolle Geschichte. Oder, wie der Zodel schreibt, ich muss die Sounds einfach selber machen. Ah, gute Idee eigentlich. Okay, mit Musik. Es ist krass, was Musik ausmacht. Ah, help me, Stepbrother, I'm stuck. Bei der mit den Tiki-Pels kannst du so Motorrad fahren. Ja, egal. Das erkläre ich euch, wenn ihr etwas älter seid. Sind Sie jetzt, Sie Ihren Lederanzug an? Okay. Was passiert? Ich verstehe nicht, was passiert. Mike. Hey, Hannah. Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Es ist so geil schlecht jetzt schon, dass ich einen Vogel kriege, Alter. Ah, geh hin, Alter! Oh mein Gott, zieht sich das Shirt aus? Hannah, hey, nicht. Das ist nur ein dummer Streich, okay? Tut mir leid, Hannah. Das ging ein bisschen weit, aber... Mike!
Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Stellt euch einfach vor, wir schauen uns miteinander einen Tele5-Film an. So, Josh wecken, andere suchen. Keine Ahnung, wecken wir den Psuffern auf. Wir machen nur Scheiß. Status-Update, ist mir wurscht, Alter. Weck den Psuffern auf! Josh! Josh! Bitte Speib. Fuck! Hannah! Was ist denn los? Wo will sie hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Han. Toller Spaß. Was In habt deiner ihr Höhle in der getan? Bude einsperren und die Bude anzünden, ihr Fotzen. So schaut's aus. Idioten! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Hannah! Ist jetzt da irgendwas passiert? So, wir haben da ein Totem gefunden. Tot, neu. Ist mir wurscht, laufen wir einfach durch. Komm. Komm mal. Ja. Also, dass das Menü... Dass das Menü auf R1 aufgeht, ist das letzte. Und warum hat keiner von denen hier Taschenlampen oder irgendwas? Hannah! Hanna! Kaka! Läuft's von selber oder was? Ich check überhaupt nichts. Da ein Fußspuren, das ist gut für uns. Was ist da wieder los? Mr. BMX ist ein Wichser. Die Matz hätte jetzt da wohl ihre Tippfett sagen können, Alter. Ja genau, damit der Stream ganz weg ist. Was ist denn jetzt? Also ich muss ihn sperren. Finally! Der Rest bewegt in Lichtstrahlung her. Okay. Ich weiß nicht, was mir das helfen soll. Ich sag die Stauern so. Warum rennen Weiber eigentlich immer in Leggings umeinander? Hey, draußen hat's 30 Grad. Leggings. Hey, draußen hat's minus 30 Grad. Leggings. Oh Gott. Ich kann da glaube ich schon sagen, warum die scheiß Musik und Umgebungsgeräusche so. Oh, fällt der Schnee aber. Oh, Schnee. Was ist jetzt? Ich hab nichts da. Hannah? Ich glaube, ich hört mir mal. Ich darf so gerne laufen können, aber ich kann einfach nicht. Mein Leicht halt vor Roh, nicht ein Bohnen rein, du Rind. Ah! Leute, da ist der Hans! Der Hans ist in der Hütte! Mach die korrekte Eingabe, bevor die Zeit abläuft. Das kriege ich hin. Glaube ich. Solange es kann ich. Schnell, sicher. Immer für schnell. Miau. Ich weiß nicht, was verfolgt uns eigentlich irgendwas? Oder hat da bloß irgendjemand beim Flammenwehr? Was ist denn jetzt? Herr Metzger! Merci für die Mitgliedschaft! Ab in den Chat habe ich dir, Herr Metzger. Ich habe jetzt gerade überhaupt keine Zeit, weil ich glaube, ich habe ein bisschen Stress. Fußspuren folgen, Geräusch folgen. Ja, das ist die beste Entscheidung. Geräusch folgen. Wir versuchen einfach mit aller Gewalt den dermaßen in den Tod zu reiten, dass alles bloß noch schön wird. Geräusch folgen ist sicher gut. Fußspuren folgen, Schatten folgen. Ja, Schatten folgen, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich meine, schau so. Da läuft's! Da läuft mit den Nockern Depf durch den Schnee und. Da tut sich ein Botschali drin. Hallo?
Hannah, oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Beth? Was zur Hölle war denn das jetzt? Gibt der Predator oder was? Predator von Team aufgeschrieben. Ja, das war auch klar. Ein Schlitz eingefallen. Verfluchte Scheiße. Dann haben wir da am Abgrund. Okay. Ja, was ist denn da? Festhalten! Festhalten! Da bin ich jetzt aber gespannt, wie es das regelt. Loslassen, Hannah fallen lassen. Wow, ja, wenn dann sterben wir bei. Ich hab gar nichts da. Ha! Wenn dann sterben wir beide. Tschüss! Je schneller das mit. Oh. Echt, dann jetzt beide hier. Also, dass wir so schnell beide umbringen, habe ich jetzt nicht können sehen. Aber vielleicht hat einer überlebt. Okay. Oh, haben wir da wieder so eine Geschichtenerzähler wie in die Dark Pictures-Dinger? Ja. Ja! Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Das ist übrigens der Lucifer aus Konstantin. Ich weiß den Schauspielernamen leider du nicht. hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Was muss ich jetzt... So, nein, das war selber. Es ist schon... Es ist halt, also jetzt mal ehrlich, es ist, als dass wir uns einen schlechten Film anschauen. Wenn aber die Gruselmomente und die Jumpscares und so weiter und so fort, wenn die einigermaßen funktionieren können, dann finde ich es eigentlich sogar lustig, wenn wir es uns zur Challenge machen, die Leute so schnell umzubringen, wie es geht. Und dann kann es ganz lustig sein, dass es so ein Trash ist. Was fühle ich, wenn ich das sehe? Ich fühle mich innerlich getriggert von einer Quintrilliarde LOL-Spielen, dass der Fiddlesticks gleich aus die Stauern kommt. Was soll jetzt der Song dazu? Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Absolute Fiddlesticks-Paranoia. Ja, da, ich bin nervös. Ist der Fiddle? Ja, ist der Fiddle. Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Die Vogelscheuche. Ich weiß es nicht. Ja, da ist er hin. Die Fiddlesticks, das wissen nur Programmer, von was ich rede. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche? Nein, aber dann ist immer nur das Maisfeld da. Und spätestens da, wenn ich geglückt... Nein, wäre ich nicht. Das Maisfeld weg. Ach nein? Warum?
Ich wäre einsam, ich hätte Angst. Scheiß Maisfeld, komm ich mal. Ist da denn noch etwas auf dem Bild, das dir Angst macht? Das Maisfeld. Ja. Herr Karl, wir sind 40 Monate. Kuss auf die Nuss. Interessant. Verschieben wir das Erforschen der Tiefe deiner Ängste doch aufs nächste Mal. Für heute ist die Zeit leider um. Was ist denn hier? Geschichtenerzähler, mein Psychotherapeut oder was? Wer bist du? The fuck are you doing? Der Herr Luxer versteht wieder gar nichts. Und mir wär mal klein und ich sing einfach irgendwas drüber. Until Dawn, Cheesy Film, Tele 5, Helden, Panetittere oder irgendwie so. Blonde Tussi, komische Puppen, Schee, Barbie, Bukake, Ella Lentini, la la la. Oh, den kennen wir doch auch. Das ist der Remy Malek, das ist der Mercury Freddle. Er schaut ein bisschen der Noah Fleiss. Aha, ja, der ist auch dabei, den kennt man aus Sagen und wobenen Titeln wie haben wir Galadriel, das ist ein ganz andere. Oh, der Jordan oder Haki, das ist auch nicht so gut. So, was haben wir da? Oh, ja, finally haben wir ja Taschenlampen. Eisvoll, blubli blubli bla, Gasmare ist auch dabei, Megan Martin. Ein Wolf ist da, hoffentlich frisst irgendjemand. Ich möchte, dass uns der Wolf frisst. Larry Fressenden oder geheißen. Peter Stormare. Ist das eventuell der Psychologe? Ich weiß nicht. Alette Puppen. Lalalala. Original Score bei Mark Corvin. Oh, stell dir vor, wie peinlich das Intro war ohne die Musik. Müssen wir uns das anschauen? Hey, ja, lass mich da. Nein, lass nicht da. Geh weg mit deinem Schund! Kapitel 1. Memento Mori. 10 Stunden bis zum Morgen. Ah, heißt ja auch, Spiel heißt ja quasi bis zum Morgengrauen, ne? So, wo sind wir? Also, wir fahren mal ganz vorne, oder was? Was haben wir jetzt? Haben wir ein kleines Kind? Nein, sagt's einmal, ihr Weiber, jetzt kennt sie ja mal an. Was ist denn mit ihm da? Was da immer drin? Blackwood Pines. Schauen wir mal, was passiert. Sam, Hannas beste Freundin. Gewissenhaft, umsichtig, tapfer. Hm? Ist das unser Piggytail-Blondine? Hallo? Ist jemand hier? Wir werden beobachtet aus den Stauden des Todes. Sam. Weg zur Seilbahnstation, 19:02 Uhr. Das kriegen wir hin, da war schon jemand da, siehst du das? Was mir aber schon vollgas anfragt ist, dass keine von denen schneller gehen kann wie meine Oma, wenn es 18 Promille hat. Vogel! Him. Los. So, hoslos. Achtung, wir wieder schauen, ob wir mir auch Fußspuren hinterlassen. Ah ja, schön, wir haben so fett, wir schauen aus, als hätten wir hinten neu gewolzt. Da pickt der Zedel. Give me the Zedel. RT. Was? Das Tor ist kaputt. Klettere rüber, Chris. Na gut. Bitte brich den Haxen. Das muss schnell gehen, schon her. Ah, schon her. Und jetzt klettern, springen. Ich bin für Springen, das geht mit Sicherheit gut. Und hopp! Was passiert, wenn ich daneben drücke, fahre ich dann oben im prima Haxen und wieder zerhäckselt. Kann man das Spiel eigentlich nicht schaffen? Also, dass alle tot sind und es ist dann einfach gar und ich muss nochmal, oder ja, wir haben, ja. Jetzt möchte ich sehen, wie du das in echt machst. Dass du von einem 4 Meter hohen Mauer einfach einmal schnell runterspringst und weitergehst, als wäre nichts gewesen. 5 Minuten später lauf. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Den wir fangen.
Echt süß. Ah. Herr Lacher, war die Vorgängerversion das Spiel mit dem Mordhotel oder bin ich wieder ganz woanders unterwegs? Ich bin mir nicht sicher, ob erstmal merkst du dir, zweitens, ich weiß nicht wirklich, ob Until Dawn einen Vorgänger hat. Weil ich glaube, dass der Until Dawn Sepp das erste seiner Art ist. Beziehungsweise war. Cool. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. An der Stelle soll ich das mir mit Sicherheit merken. Ich kann mir bloß schwarz merken können. Vogel! Hallo? Muss ich überhaupt hin? Da ist ein Prupsack schon. Chris? Bist du hier? Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo? Was haben wir denn hier? Ah ja, sei natürlich entsperrtes Handy, weil wir... Ja gut, wer weiß, wie das verziehen, aber... Herumschnüffeln, Tasche schließen. Natürlich, der wir mir da mal reinschnuffeln. Was ist da los? Wo zipft der eine? Was treibt er? Was mag er? Was mag er nicht? Was sagt er sich in 10 Jahren? Schmetterlingseffekt, das geht dich nichts an. Hey, Schnüffler. Oh. Chris. Oh, du bist der... Es verknallt den Ashley, loyal, beschützerisch, humorvoll. Der humorvolle Chris. Haben wir bei Bauer sucht Frau. Mich nicht. I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Er übernimmt jetzt. Oh, also, ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, Chris, was mich hinter einer Holzschupfer mitten im Wald umhauen wird. Da sind wir ja mal gespannt. Oh wow, noch mehr Holzhütten, oder was? Tada! Ziemlich krass, oder? Ja, bin fucking overwhelmed, ja. Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja? Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du. Und was ruhig, fangen wir da Rosa. im Wald drin? Ein Yeti. Okay, los geht's. Hallo, ich bin der Yeti und ich glaube nicht, dass es einen Josh gibt. Oh, muss ich jetzt schießen, nein, oder was? Mein Aim mit dem Gamepad ist noch besser als das mit meiner Maus. Geil. Was passiert denn, wenn ich... Da kann ich gar nicht schießen. Ja, aber warum sollte ich... Why? Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Oder der Cringe-Level 9000. Es ist so gut. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Ich schwöre dir bei Gott, wenn du auf das Hochkatzel schießt, bist du der Erste, dem mir die Schrupflinten in seine hässliche, scheißkreislige Fresse steckt. Jetzt kannst du knicken. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Ich warne dich, du Hurensohn. Das möchte ich aber hoffen. Da ist noch ein Katze in einem Spiel drin. Halt dein Maul. So.
Das ist... Oh Mann, sieh doch mal. Gesucht. Was? Besuchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Könnt ihr mal 4 Sekunden das Mal halten, wenn ich lesen möchte? Gesucht, Milgram, Victor, Geschlecht männlich, 188, letzte bekannte Adresse Blackwood Pines, zuletzt gesehen am 16.03.98. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen... Für Josh. Halt die Schnauze. Ich Halt weiß gar die nicht, wie er das Schnauze! aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Na, wir Je- müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und Dann fick dich. er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? Ja. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Natürlich Leute? auch der 60 und nicht 98. Keine Ahnung. Muss man sich nicht schnell lesen Es jetzt. hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Ein wahrer Gentleman. Steht natürlich in der zugerüsteten Tür. Steht ein noch ein Snowboard. Cool, ich komme mit dem Kopf dran, Jane. Was nehmen wir jetzt da? Da gehen wir mal rein. Grafik ist gut. Also ich finde ja eigentlich ein cooles Spielprinzip. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Ja, Was haben wir denn da? tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Das kann ich jetzt da anschauen. Oh, das ist eine Kamera, die unseren Bunker filmt, hä? Bei Ring gesessen und hat uns zugeschaut, möchte ich sagen. Wann kommt das Buch raus? Ach, wir müssen mal eine Seilbahn fahren, heißt. Was ist denn, wenn ich da jetzt oben springe, stirbe ich dann? Wir werden sehen. Ich meine, das Wann kommt Spielprinzip. das Buch raus? Das hast du gerade schon gefragt. Merkst du das nicht mit den Schmerzen, du Trottel? Endlich. Kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Was? Ein Poesieband. Der schlafende Riese vom Blackwood. Ist wie beim Abschlussball. Das ist ein Schlaganfall gerade, oder was? Und los geht's. Warum das jetzt? Auf ins Abenteuer. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Naja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Chris ist So gleich aufgeregt humorvoll, hab nicht ich ihn echt vergessen. schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Das ist wirklich, als darf man so einen Film miteinander anschauen. Das ist eigentlich schon lustig. Hab mir Sorgen Das gemacht. Format war super awesome, wenn es das irgendwie ein bisschen hinkriegen daten, wenn das nicht so Die cheesy anderen wäre. werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Ja, Luxa, du hast keine Bro. 10 Minuten Coole nicht gesehen. Ich weiß nicht, was das, was haben wir heute, hat der bei einen Kaffee eingeschissen, oder was ist denn los heute? Hä? Ja, du Luxa, Sepp. Was ist da los? Wie lange ich Josh kenne? Nein. Okay. 3. Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Nein, nix, nur ich raff nicht, was man sich bei dem Game gedacht hat. Ja, aber. Kennst du das Spiel schon? Dann kann ich das verstehen, wenn du das sagst, aber du hast doch keine 5 Minuten von dem Spiel gesehen und. Ich verstehe es nicht. Jess, Mikes Freundin, aufgeschlossen, engagiert, impulsiv. Oh, die impulsive Jess.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich mag behaupten, Neue denkt Leute, hat man sich bei dem Zeit, Spiel die wahrscheinlich zu sogar begrüßen. ziemlich viel. Es ist nur leider Gottes ein bisschen sehr trashig und cheesy geschrieben. Wieso schaut denn ihr Kinder unter Hosen hinten aus der Hosenhasse? Was ist denn mit ihr? Bis jetzt habe ich meine Zeit noch nicht gebraucht. Ja gut, das ist... Was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Na, wen hat's kommen? Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Es muss ja einmal anfangen. Das hat ja noch nicht einmal angefangen, gruselig zu werden. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Oh, geht Chris. Nee, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hm. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Hey Luxa, hast du noch nie einen Film gesehen? Hast du noch nie einen Teenie-Slasher-Horrorfilm okay, angeschaut? okay, gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Ich weiß nicht, Naturzeug schon satt. ich wüsste gar nicht, was ich erklären soll. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ah, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam, Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily! Die intelligente Emily, sie ist sehr einfallsreich und sehr offen. Und hat offensichtlich eine Warze mitten am Hirn, wo man nicht wegschauen. Warze! Dann wär's nicht mehr so malerisch, weißt du? Oh, der Matt. Der ist ein Rauscheidner, der hilfsbereite Matt, verlässlich, sportlich. Dann wäre es nicht mehr so malerisch, weißt du? Matt, was ich mit den Namen merken kann. Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Ah, wir haben natürlich... Was? Wenn das nicht hochgradig rassistisch ist, der Farbige ist wieder hochgradig sportlich, Oh, andere nicht. Das wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. das wird bestimmt nicht wie eine normale Party. Ich meine, was glaubst du? Morgen! Der Mike ist ja tapfer, engagiert und charismatisch. Der charismatische Mike schaut von der Seite so ein bisschen aus wie ein junger, nicht Matt Damon, wie heißt der andere? Scheiße, ich weiß nicht, wie heißt denn der Oberspezi von Matt Damon? Matt Damon. Den Batman hergespielt hat. Fuck. Fällt's mir gerade nicht ein. Zu geil. Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Begrüßen, drohen. Aber er ist ja der Nette. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut. Was Wir war denn das knutschen für auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Der Ben Affleck, danke dafür, oder? Dankeschön. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, Es ist so Die geil ganzen trashig, Tage. es wird dabei nicht. Wieso? ich muss erst mal zu Sam.
Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Ah, das habe ich total vergessen, weil ich bin die intelligente Emily. Wichtig. Matt, bitte. Trag deine scheiß Koffer an, bin ich dein... Da geh mit! Ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel und Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. ich lass unser Zeug hier und komm mit. Ist doch nicht der freundlich gestanden? Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich Tut sage? mir leid. Ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Schickt sie da gerade wirklich ihren Personal umeinander? Danke. Sag ich das richtig? Wenn ich bei Sam war. Dann bis später. Haben die, ich bin ja wohl keine Ahnung, ich kann den Namen nicht merken. Haben die zwei zusammen? Bruder, ich habe eine wichtige Nachricht für die. Er muss überleben, sie muss sterben. Ich tue dir nur einen Gefallen. Ashley, es verknallt den Chris. Kürzlich feiern die da Bukake-Festel auf dem scheiß Hüttending. Fleißig, neugierig, sensibel. Ashley. Was soll ich jetzt, was sag ich jetzt? Ah, da. Oh nein. Ich finde ja geil, dass die da alle irgendwo auf dem Berg verstrahlt sind. Kommen die alle... Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Reingeschmust ins Fressbrett. Die beiden ja nicht viel zu bedeuten. Oh Gott! Gott! Hey! Du dein Maul! Tut mir leid, Ash. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, Ja, also Matt? ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig Oh mein verschrecken. Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Falle, schaust du an? Wir machen so viel Stress unter den alle, wie es gerade irgendwie geht. Zieh sie rein. So, Okay. schaust du mal. Ja, ein bisschen schmeichy. Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Dazu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Matt, Ich hab das gefällt, Emma ist Holzhüttenschlampen. Dann als erst so alle 3 Löcher voll. Jessica! Buch lesen, auf Handy schauen. Welcome to the future. The future is now, old man. Natürlich schauen wir mir aufs Handy. Brauchst du mir nicht verzeihen, dass die da jemals... Warum schaut denn die Unterhosen nicht an? das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich Zur Bank laufen, Schneeball. Immer wie Schneeball. Der doch spontan einfach so liegt. Ich, keine Ahnung, wenn du es so Geil. willst. Hey! Achso, ich muss zielen. Hey! Ah, in die Fresse kannst du noch. Oh, easy, oder? Ich bin ein absoluter Pro-Gamer. Das weißt du. Beim nächsten Mal wirf ich mir Unterhosen. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Ja, wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Die Bank ist nämlich unendlich, unsichtbar, durchsichtig. Ich hab absichtlich nicht gedrückt. Vogel! Nein, wir werfen... Ich bin mir nicht sicher, ob wir auf einen Vogel kann man schon mal werfen. Vögel gibt's nur. So, wohin, da ist er. Boom, Schakalaka! So, ich lauf nochmal. Versteck mich hinterm Stierholz, währenddessen wir Arschgrunzen sehen. Vogel! Manchmal ist es am besten einfach nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Wirf doch jetzt nicht auf den Vogel, bist du behindert? Wieso habe ich die Option dazu? Daher kann ich ins Maul haben. So geht das. Ich finde dich, Jess. Und dann was?
Ich finde dich, Jess. Lauft irgendwo mitten im Flaggscheinwerfer umeinander und er sagt, ich finde dich. Was ist mit ihm? Oh ja. Das war's. Endstation. Moment, Schneeengel. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Schmusen! Und der Stream ist zu Tode geclaimed. Später auf. Endlose Reserven. Danuvius! Hab das Game vor 10 Jahren schon gespielt, aber war das damals auch schon so cringe? Was? So hat euch bloß noch keiner gesagt. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange. Vorausgesetzt, ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Es ist so geil schlecht. Irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Da steht doch nicht drin, dass es gesehen. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Hm? Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. Es ist schon irgendwie witzig auf seine eigene Art irgendwie. Dieses Mal Ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich das entwickelt. versuchen wir zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Die Wurzeln Jetzt meiner nimm Ängste. dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Oh ja, Frauen. Frauen machen mich wirklich... Also. Flugzeuge machen mir Angst, Gedränge macht mir Angst. Gedränge ist schlecht, ja. Gedränge ist schlecht. Nochmal. Fürchte mich vor Höhen, fürchte mich vor mehr Trinken. Ne? Habe ich persönlich auch mehrere Probleme mit Höhen. Ja. Ratten machen mir Angst, Schlangen machen mir Angst. Weder noch. Ich habe früher Schlangen gehabt und hab ich 2 Ratzen gehabt. Aber was nehme ich eher? Man, lieber habe ich von der Schlange Angst. Die konnte wenigstens irgendwas tun. Außer die Ratze ist so groß wie du selber. Er schreibt nicht. Messer sind beängstigend, Waffen sind beängstigend. Sitzt man in die USA oder in Deutschland? Ich glaube in Deutschland. Oh, der dauert jetzt ein wenig. Da kann jeder selber hineininterpretieren, was ich meine. Kakerlaken machen mir Angst, Schlangen machen mir Angst. Ich weiß nicht, warum mir Kakerlaken Angst machen sollen, aber ich tippe mal drauf. Da geht's. Schon wieder der Fiddle. Clowns machen mir Angst, Vogelscheuchen machen mir Angst. Ich nehme mal den Vogelscheuchen. Herr Downlimit! Der Dr. Hill erinnert voll an den von X-Factor. Schon ein bisschen, ja. Aber diesen Sprecher, den haben wir immer in diesen Dark Pictures und jetzt bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die Entwickler von Dark Pictures auch hinter dem Spiel stecken. Was haben wir da? Blut ekelt mich an, Krähen sind beängstigend. In dem Blut. Vielleicht spritzt dann mehr Blut. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Ja, da brauchen wir nicht lange umeinander tun. Wenn irgendjemand ein größeres Problem mit Spinnen hat als ich, dann soll das mal bitte sagen. Und Spritzen habe ich auch überhaupt gar keinen Bock auf die Scheiße! Sehr gut. Zombies machen mir Angst. Ja, mehr als Vogelscheuchen. Immer noch Nadeln, der Wolf tut mir wenigstens weg, wenn es passiert. Die Nadel, eher nicht. Was ist das? Stürme machen mir Angst. Nein, Nadeln.
Nadeln, dann einfach. Stell dir Das vor, ist sehr interessant. er Spinn kann Nadeln schießen. Dafür, Was dass du soll das werden? gründlich warst. Spinnen, Zombies und Nadeln. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Wow. Jetzt darf mich interessieren, ob Ja, der ich weiß, dass fürchte- heute Freitag ist. Unsere Zeit ist mal wieder aber Also coole ich Nummer. verspreche, wir sehen uns bald wieder. Das darf mich jetzt interessieren, ob er immer Freitag sagt oder ob das jetzt wahrscheinlich ist ein Zufall, aber es war ein cooles Gimmick, wenn der die Voiceline an Togo passt. Das war cool. Kapitel 2. Eifersucht. 9 Stunden bis zum Morgen. Dann gehe ich mir davor. Mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Oh, das ist der Sam Raimi, glaube ich, oder? Nein, nicht Sam Raimi, nicht, wie heißt der? Den kennt man auf alle Fälle. Der hat in Bohemian Rhapsody im Film an Freddie Mercury gespielt. Bruder von Hannah und Beth. Ja, der hat der Drilling um. Und was ist der Luis? Was ist mit dir? Servus, endlich ein Führerschein. Jetzt habe ich Zeit für ein Bier. Was ist denn mit dir? Luis, die habe ich auch schon 80 Mal gesagt. Kuss auf die Nuss, das ist sauber zu viel. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Schluss damit und Schluss damit. Okay? So. Dankeschön. Josh, wie heißt der? Rami, ich kann mir's nicht merken, Rami Malek. Nein, werde ich mir nie merken können, so wie das ist. Beharrlich kreativ verspielt. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du dir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal $1 Million für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute. Luis. Na. Jay, das gratulierende Leute, stimmt. Habe ich vergessen zum Sagen. Alles Gute zum Führerschein. Was ist mit dem? Jetzt Moment mal. Du hast jetzt gerade einen Führerschein gemacht. Das heißt für mich, du bist 18 und wirfst mir einen 50er her. Ich weiß nicht, was du mit 18 arbeitest. Bist du sicher, du weißt, was du gerade da hast? Moment mal. Das ist ja nicht das erste Mal. Deswegen spare ich mir meine Ansage normalerweise auch, aber jetzt hat es gerade kurz Klick gemacht. Luis? Was ist da los? In den normalen Chat bitte hinein, nicht per Donation. Los. Also du erzählst mir jetzt natürlich, du bist 35 Geschäftsführer von Microsoft und der Luis ist ein neues Mitglied geworden. Wieso sagen die das alles nicht? Achtung! Ja, Mann. Kuss auf die Nuss, welcome to Habitäre Luis. Ab in den Chat. So, ich habe wieder überhaupt nichts aufpasst. Der Chris steht vor einer schwierigen Entscheidung, Obacht. Tratschen, Matt und Emily, natürlich dürfen wir tratschen. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich habe das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll. So wie immer. Ha. Verdammt. Oh, 19 ist der Luis. Ja, dann. Was sonst? Dann passt. Merci, Luis. Es gibt 1000 Wege da rein. Nur alle Vor allem mit verschlossen. 19 weiß man eh, Es gibt von bis sicher hinten, was ein man Fenster tut und so, um die das Ecke, passt wir schon. vielleicht aufmachen können. Luis, merci. Warte mal kurz, Schluss du meinst damit. Also, wir sollten Schluss. einbrechen? Schluss und Schluss. Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht wenn ich die Cops nicht rufe. Servus, schreibt Mal er. voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Hey Ash, hey Chris, beim Schwanz ins Mal, wenn es so weitergeht. Unruhig, seltsam, zurück zu sein, zuversichtlich. Wie läuft's bei dir? Und? Wie läuft's bei dir? Gut, nur etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Und jetzt muss ich da alle einmal abgehen und dann irgendeinen Scheiß daherlabern, oder was? Matt! Ah, den der Matt, ja, Lange natürlich. ist her. Harte Saison, hä? Ja, Was spielt denn? man so sagen. Football, möchte ich sagen. Basketball. Neugierig. Also, du und M, freundlich, wie geht es dir? Nein, wir sind immer neugierig, lästig und... Also, du und Emily,
Ihr seid zusammen? Definiere zusammen. Also ein Pärchen? Ich meine, wir sind zusammen, aber ich weiß nicht genau, wie fest. Halbhart. Was? Und? Hast du Ash schon gesehen? Ja. Cool. Und, wie geht's ihr denn? Ganz gut. Wieso? Einfach so. Muss ich jetzt den Beziehungsstatus von alle den Anwesenden da auswendig lernen, damit ich irgendwas kapiere, was überhaupt los ist? Kann ich jetzt einfach der Vollgasnarische aus dem Wald rauskommen und alle umbringen? Das war eigentlich viel lustiger. So, waren wir da schon? Oder waren wir nicht? Da ja, jetzt das Geofang gehen wir mal hinten rein. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Es ist jetzt so, du musst dir immer vorstellen, da ist da jemand gesessen. Da ist irgendwann jemand gesessen und hat diese Dialoge geschrieben. Dann ist es mit Sicherheit nicht einfach ungelesen irgendwo durchgegangen, sondern hat es jemand nochmal gelesen und dann ist vielleicht ein Meeting gemacht worden, um sich darüber zu unterhalten, wie wir das so finden. Und dann wurde das abgesegnet und dann ist es in ein Tonstudio gegangen. Dann hat man einen Sprecher engagiert und der hat das dann aufgenommen. Ja. Absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres Super-Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Freilich haben wir das. Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Du bist ein Killer, Bro. Keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. Schon gut, kapiert. Wow. Vielleicht ist nur die deutsche Synchro-Scheiße nice nicht. Also, wir haben die anderen Dark Pictures Spiele auch gespielt und ich glaube, da haben wir uns Englisch mit ist genau dieselbe Scheiße. Ich habe nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier 4 entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Und ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Ja, haut was. Das ist wie wenn du Tele 5 schaust. Das ist einfach genau das Gleiche. Verdammt. Bürgerin schaut sowas auch gerne an. Clever. Da hat dir gefallen. Was ist das jetzt? Müssen wir jetzt da... Ah ja, muss da vorstellen. Die englische Synchro, die sagen ja trotzdem genau das gleiche, bloß auf Englisch. Sicherlich ist die deutsche Synchro nicht so geil wie es. Die ist ja nie wirklich gut. Oder extrem selten. Und ich finde, das macht trashige, cheesige Not. Alles okay? Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Ja, in der, wo man das Seil hoch muss. Halt doch mal. War ich das? Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Kommt da auch noch Blut? Oh, Chris, ich hab gerade eine Höchstwahrscheinlich schon. Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Na, lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo.
Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Was muss er denn erledigen? Muss er schnell in den Wald einschleudern oder was? Und ich muss jetzt der Deo suchen. Ah ja. Auf einen Schlag, wenn diese cheesy Scheiß-Kommentare weg sind. Oh, da haben wir ein Totem gefunden schon, ja. Eine Vorhersehung. Ich mag eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt vorher sehen will. Irgendjemand verbrennt. Ich glaube, ich mag die Totems überhaupt nicht sehen. Das war vorher auch schon so, oder ist der Tod von der anderen, wenn sie sich das Kreuz bricht? Totems sind mega nützlich, ja, dann willst du mir Story spoilern, toll. Ich mag ja nicht wissen, was passiert. Ist ja voll behindert. Was ist denn das für Scheiß? So wie das ist, die glaube ich jetzt nicht mehr auf. Was ist das für Blödsinn? Ah, echt cool. Wer ist der? Hinweis entdeckt, Familienporträt. Wer ist denn der zweite von rechts? Wer ist denn der Typ? Es muss ja nicht eintreten, das ist ja der Witz. Ja, aber ich denke mal, dass diese Vorhersehungen, je nachdem, was für Wege ich einschlage, halt genau so passieren. Vor allem, wenn ich die Leute alle absichtlich in den Tod schicke, so schnell wie ich kann. Hä? Was war das denn? Ja, tu jetzt da keinen Gag nicht mehr. Natürlich schauen wir da direkt nach. Ich liebe es, mit einem Feuerzeug durch irgendwie verlassene Holzeisen zum Schleichen. Da ist irgendjemand gegangen. Jetzt mit da hinten. Einfach, weil ich es kann. So, Totems glauben wir nicht mehr zusammen. Es ist vermutlich Sinn und Zweck, die Vorhersehung zu vermeiden. Gut, dann kann ich es einigermaßen nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass du... Ich meine, das muss doch ja jeder freiwillig so spielen, dass da alle sterben, so schnell wie es geht, oder nicht? Ist das nicht? Also ich sehe da keinen anderen Sinn dahinter. Ich dachte zum Beispiel jetzt überhaupt... Mein Gott, die Steuerung, Alter. Ich dachte jetzt auch gar keinen Sinn dahinter finden, dass wir die Kerzen tot sind, weil dann müssen die nicht die ganze Zeit mit dem Feuerzeug umeinander rennen. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Gar keinen Sinn. Wir killen wir alle. Oh, Telefon! Ring, 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 ring. Hinweis entdeckt. Achtung. Psst. Hi, Mrs. Wolfried Klein. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Sag mir, was ist denn mit euch Oberpussis eigentlich los? Ich hab gedacht, wir haben Horror Oktober, aber mit dem Spiel schummelt der kleine Herr Biergerboy. Also bis jetzt ist echt sorry, wenn ich das sag, bescheiden das Game. Da glaube ich, können wir halt lang auf Gacke in der Hosen warten. Hört eigentlich irgendjemand zu, was ich gesagt habe? Erstens, das sind die Dark Pictures Spiele. Die haben wir in der Vergangenheit alle bis auf eins schon gespielt. Die haben ein bisschen cheesy, die haben gedacht, für den Ausklang durch den Scheißstress am Montag und Mittwoch. Keiner hat gesagt, dass du halt in die Hosen scheißen wirst. Okay? Dann das zweite Gejammere von wegen, ich verstehe das Spiel nicht und so weiter. Es interessiert mich nicht. Wir spielen es trotzdem. Ihr seid trotzdem immer noch alle da, oder nicht? Ja? Wenn ihr jetzt mit so einem Scheiß anfangt, dann müsst ihr euch das jetzt auch anhören. Es gibt sehr viele Leute da. Der Kalista schreibt, das Spiel ist wirklich gut. Es braucht ein bisschen, aber es wird gut. Ich weiß nicht, was das war. Am Montag war es auch schon so. Ja, da passiert nichts, keine Ahnung. Ja, genau das, was Freier schreibt. Quack, 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 quack. Everybody is free to lurk. Ich weiß nicht, wo das Gejammer jetzt herkommt. Was ist denn auf einmal los? Was? Also, keine Ahnung. Das haben wir ganz selten, dass es erst gepimmelt da herin los ist. Ganz selten. Lass Luto in Ruhe. Luto ist Weltklasse. Bis jetzt zumindest. Dann muss ich noch mal fertig werden damit.
Die Leute wollen, dass du Panik schiebst. Das ist mir schon klar. Dann spiel halt selber irgendein Horrorspiel. Was? Und ich gebe der Brief und Siegel, dass die nur ein paar Mal bei dem Spiel reißen wird. Man muss halt vielleicht einmal ein bisschen warten und Geduld haben. Und ja, Chlamydia hat auch recht. Anscheinend hat noch nie ein Bantini-Horrorfilm. So viel dazu. Noch nie ein Bantini-Horrorfilm angeschaut. Also, manchmal frage ich mich schon. Und genau, das, was der DNG schreibt, das sind dann genau die Leute, die das Mal aufreißen, die noch nie selber ein Horrorspiel gespielt haben. Adolphus! Albersteiner! Was ist denn das für Adolphus? Irrzeit. Ich hab mich wieder verlesen. Merci für deinen 20er. Könnt ihr jetzt bitte schön aufhören, rumzumdonaten wie die komplett Behinderten. Dankeschön. Schluss damit. Herr Grantler, du bist auch schon lange nicht dabei. Bin ich enttäuscht von dieser Donation. Und zwar maßlos. Mein Tag ist ruiniert. Und das, was der Razy schreibt, wenn jetzt so lange umeinander gejammert wird, ist um Punkt 10 Schluss, sag ich dir. Noch kannst du daheim nicht. Ein Scheinwerfer liefert und einen Ton auf 5 von 95. Was genau tue ich hier drin? Wo? Okay. Quack, 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 quack. So ein Dreck! Und jetzt hoffe ich, dass alle da umeinander sitzen und einmal kurz die Fresse halten, okay? Perfekt. Wir frieren noch hier draußen. Louis? Louis? Brauchst dich nicht rechtfertigen, du bist super, wie du bist. Nochmal, ich rechtfertige nicht mich. Ich fahr euch nur übers Maul, wenn umeinander gejammert wird. Weil das Rumgeben und dann daheim sitzen bei 480.000 Lumen und einen Ton auf 5, da wird ich halt einfach lästig. So einfach ist das. Ich war am Montag schon so kurz davor, dass ich sage, Kruzifix hat sehr fotzt, jetzt nicht ganz dicht. Bin ich schuld dran, dass irgendjemand für sich selber den Horror-Oktober bis in den Himmel aufhypt und dann auch nicht auch die ersten 5 Minuten nie unterm Tisch liege und rotes Wasser schwitz? Kann ich da was dafür? Flea Frankie, merci dir. Louis, merci dir. Schluss jetzt. Schluss mit der Rumdonaterei. Spul mir jetzt bitte in das Spiel. Klang schon wieder bis hierhin. Schlechter Tag hat mir auf den Sack zum Gehen. Sag das, was ist. Show läuft die ganze Woche. Und wie wir gerade gemerkt haben, die scheiß Donaterei macht auch das Spiel kaputt. Dankeschön. Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby-Vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Schluss jetzt mit Donations. Ohne Scheiß. Ihr macht das Spiel, ihr macht das Spiel selber kaputt. So würde ich das nicht ausdrücken. Schluss Oh mein Gott, jetzt. es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Er hat sich ja Komm mal wegen Oberlass dich nicht, Bruder. Das Allerbeste, was man, das ist, Simato, das Beste, was deiner Alten sagen kannst, wenn es einen Stress macht, sagst du dir, chill mal, komm mal ober. Warum was verändert? Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Na, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Was geht, Party People? Hey! Hey! Hast du deine Tage gibt noch besser, das stimmt. Friss einmal Snickers, du Mongo. Bro. Klar doch. Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow. Ganz ehrlich, Cowboy. So, aufpasst, habe ich 0. Und was geht's? Oh, herausfordern. Das ist gut, ja, herausfordern, haben wir ja mal aufs Mal. Verdammt, was du mit M auf Schau mal, was passiert. Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Pass bloß auf, Mike. Klar.
Ja klar, bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst. Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Der Todesster. Pass bloß auf, Mike. Oh, jetzt kommen sie alle zusammen. Oh mein Gott, das ist so eklig. Na, die Warzen an der Birne ist eklig! Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Pflichtenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Ich bin für Provozieren. Hey, du verdirbst Was zum heutigen Abend? Stimmung, Jess. Eifersüchtig? Emily lässt dich wohl auch nicht ran. Hey, das ist echt nicht... hör. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Was Flittchen perfekt ist auf zum Crack Streamen. oder sowas. Entschärfen, provozieren! Alter, produzier mich nicht! Jessica, halt endlich deinen Mund, okay? Nein. Mund. Du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss. Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit, du Schlampe. Machen wir endlich ernst? Ich bin nämlich mehr als bereit dazu. Ja, geil. Hört auf! Ich wirf nur ein wenig Letten rein, dann haben wir... Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästhütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt... Sagt die ihre Unterhosen seit einer Stunde aus der Hosenhase steht. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Mac, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, Glaubst du... Also, dieses Hurengör muss dermaßen... Du musst sie an der Seilbahnstation Was für sie vergessen. mehr hat? Die mehr hat, das sind sechs Designerobjekte Schatz. unten auf dem Tisch rechts, Wir das ist sind bald wegscheiße. zurück. Die mehr da hinten ist wieder das schwarze Ding. Ich möchte, dass ich jemandem seinen Kopf da reinstecken kann. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Das ist ja freilich was sonst. Immer Ziel. Im Sexseal. Oh Gott. Nichts dagegen. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig. Vielleicht Was für bist du Hütten? Ihr dann hat's doch schon auf einer Hütte nicht check überhaupt Hey, nichts. Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würd's mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Du hast vorher einen weißen Schmetterling bekommen. Okay, verstanden. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was das bedeutet. Glück, Josh glaube hat ich. mit mir geflirtet. Ich glaube, dass mir wurscht ist. Okay. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Mann, ich möchte auf die Unterhosen leichten und schaff's nicht. Unterhosen leichten, da schau. Dann gibt's der Alten mal was zum Fressen, das ist ein Wahnsinn. Knickt gleich um. Na. Was zur Hölle der wir mir jetzt da? Wir gehen jetzt auf einsame kleine Hütten.
Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch. Super Einfall. Okay. Es ist stockfinster, oder? Netter Versuch. Nächstes Mal nehme ich die Kamera, okay? Na, okay, aber es ist doch gar nicht so leicht mit dem Ding. So rückwärts und vorwärts und alles gleichzeitig. Okay, dann los. Nichts wie ab zu der Hütte. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Wir müssen einen Generator anschmeißen, schreibt jemand. Was jetzt sein? Haben wir jetzt in der Vergangenheit keine so guten Erfahrungen gemacht? Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Zustimmen, Emily war total bescheuert, widersprechen, lass M einfach, okay? Ich glaube, bei Liegen wir mal. Liegen wir. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Ich versuche ja früher die ganze Zeit auf den Arsch zu machen. Ja, irgendwie so ein bisschen, wir schauen uns, hat ein bisschen was von gute Zeiten, schlechte Zeiten im Winter im Wald. Ah ja, der Generator, so. Gott sei Dank muss ich bloß RT drücken. Sehr gut, Mikey. Sehr gut, Mikey. Okay. Ja, nochmal, Kim. Easy schon, ja. Wow, du bist echt genial. Ah ja. Was ist der jetzt mit dem? Ja, Aslagon hat's gecheckt. First try, bitch. Herr Benzian übrigens, merci wieder entwickelt. Die habe ich, glaube ich, übersehen. Ah, schon hier. Ich finde, es ist jetzt so mit 3 Tasten, ich glaube, das Spiel kann ich mit einer Hand spielen. So habe ich das Gefühl. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Es ist halt wirklich als Statman für ein verschissener Teenie-Horrorfilm anschauen. Es ist wirklich so ein Freitag der 13. aus den 70er. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas Du von schaust mir gespannt. überhaupt nicht an! Es ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Was ist denn mit ihr, als dass es irgendwo eine Person auf dem Planeten geben, die ausschaut wie sie und so eine Scheiße redet wie sie? Und sie allein in irgendeiner Holzhütte am Berg aufgewucht und sie da zusammen lässt 3 Tage lang. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt krieg ich Gänsehaut. Fragen, woran erinnerst du dich? Respektvoll, mögen sie in Frieden ruhen. Das ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja. Wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Schau so, wie es geht. Oh, ich weiß, was du letzten Winter getan hast. Richtig. Richtig. Hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich... Alle diese Spiele von denen haben das gleiche Problem. Die Scheißdialoge haben so leise, dass ich muss mein Mikrofon, jetzt tue ich es noch weiter weg, damit ihr noch lauter machen könnt. Ich versuche auch wirklich gar nicht mehr hinzugehen. Dreht den scheiß Sound auf.
Ich im Kopfhörer hör's schon einigermaßen, aber ich höre halt bis daher, dass es dermaßen leise ist, dass es lächerlich ist. Zurück in diese Lodge zu den ist ein wenig- Schießbudenfiguren das und ist einfach ein trinke wenig heiße blöd. Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Jess! Fuck! Und jetzt gehen wir durch die Minen Hey, Moria Jessica! aus, oder was? Hey, alles gut. Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Heroisch, ich springe runter. Vorsichtig, schieb die Lore weg. Na, ich springe und bring mir Taxen. Was? Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Hast du noch gesehen hinten? Na? Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Ich alle 2 Minuten vor lauter Cringeness in meinem Knack im Bohnen schauen muss, aber vielleicht sollte ich das unterlassen. Gehen wir jetzt wirklich durch einen Minenschacht? Warum denn? Ach du Scheiße! Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. Statt dass man einfach einen Schritt auf die Seiten tut, du Volltrottel. Übrigens zählt es natürlich Himmel. selbstverständlich nicht als doof, Hier empfange ich eine Menge Vibes. wenn man mir da jemanden Und sterben. zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Es ist, weil die Dialoge so cheesy sind. Es war alles die ganze Umgebung. Alles schaut wirklich, wirklich creepy aus. Das dann dein Maul! Alles klar? Ja. Na gut, es funktioniert trotzdem. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nicht. Ja, ich Und dann finde, diese wir scheiß sollten trashigen das hier raus. One-Liner. Es ist eigentlich, das ist so ein richtiger Film aus die 80er eigentlich. So, nochmal. Wenn da jemand stirbt, zählt das selbstverständlich nicht als doof, sondern eher als minus-doof. Weil diese Charaktere, da sehe ich nicht einen, außer ein Matt, der es nicht verdient hat zum Sterben. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Wo rennen wir mir denn da rum? Cabin. Ist gut. Ohne Wegweiser hätte ich es niemals gefunden. Ich war links, bevor die Treppen war, abgegangen war, ein Ranken runtergerollt. Was passiert hier? Map, wo? Ja, ich glaube, Map brauchen wir nicht. Das ist schon sehr schlauchig, um wir uns da durchtüdeln. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans Weiße Haus. Was? Bis du die Lincoln Suite siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay, Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Ui. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Sprichwörtlich Biergesbuch. Mein Gott! Ohne Scheiß, die Steuerung! Ich möchte einfach nur an das Ding hingehen! Lass mal sehen. So. Lass mich mal schauen da.
vom Eierpunsch genascht, Babe? Wir sind ganz allein Was hier. war denn das jetzt? Möglich. Ich habe da nichts erkannt. Wir sind einfach nur gerissen, das ist nix. Aber nicht. Oh, da, Bärwolf, Helch. Nein, ohne Scheiß. Diese Steuerung ist das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Krieg einen Vogel. Das ist nicht der Schweinebärmann, das ist der Schweinebärhelch. Wenn jetzt so wirklich sowas wie der Schweinebärmann kommt, dann flippt er aus, das ist schon klar. Oh, da ist der Helch wieder, ich hab ihn gesehen. Da, Helch. Helch in die Stauern drin. Da gehen wir jetzt hier, da geht's nach links, wir können auch nach rechts gehen. Boah, leck du! Vorsicht, Spatzenhirn! Ratten mit Flügeln, witzig. Ratten mit Flügeln! Verdammte Ratten mit Flügeln! Oh, armer Mikey. Hat der kleine Piepmatz dir so einen schlimmen Schreck eingejagt? Wenn du der Fotzen, du tust, du bist die Erste, die Und stirbt. sicher ansteckend und so ein Scheiß. Was hat er jetzt gesagt? Die Raben können die mit Krankheiten anstecken und so ein Scheiß. Was? Ja, vielleicht wenn es da ins Maul scheißen, du Idiot. Bis jetzt gibt es noch nicht recht viele Charaktere in dem Spiel, die nicht nervig sind. Das hat Piepmatz gesagt, ich hab's gesehen. Piep, Matz! Verdammt, Joe. Kaka! Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Und jetzt macht ihr Cheerleader-Flickflack drüber. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Bam! Okay. Okay, Das ist, okay, was du bye. willst. Und sie ist weg. Es war so klar. Jess? Ah, es war so klar. Jess! Oh! Jetzt wird es am Hagel aufgehängt. Nein, nicht jetzt Kamerawechsel zu irgendjemandem anderen, wo wir wieder eine Viertelstunde durch den Wald laufen. Nein! Nein! Kannst du mir helfen, das Feuer Ach, Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! echt, in der Hütten drum fließt das Wasser in einem Whirlpool. Okay, Josh, Okay. dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Was, dass wir einmal schnell machen, das Ding immer schon die ganze Zeit. Passen wir auf. Ja genau, Untertitel machen wir mal klein und mir der mal Namen weg und mit der man Hintergrund weg. Und man versteht es ja doch einigermaßen gut und lesen kann man es locker. Die haben halt fließend Wasser, aber immer noch. Was ist jetzt da? Alter, die Steuerung. Ich druck, ohne Scheiß, jetzt pass auf, ich druck noch, jetzt pass auf, wenn ich druck, sage ich jetzt. Und dann schaust du, wann sie zum Laufen anfangen. 3, 2, 1, jetzt. Wow. Okay, ich bin schon wieder steil. Oh, weiße Schmetterlinge, rote Schmetterlinge. Da ist ein Bett. Da liegt irgendwas und glänzt. Zettel. Hannah, Josh und Beth, ihr seid eingeladen zur Sam's Halloween Party am 31. Oktober 2013. Kostüme sind Pflicht. Transkript ausblenden. Kann ich das irgendwie drehen? Oh. Wenn das mal nicht die Postkarte ist, die wir mir beim Psychologen angeschaut haben, hä?
Aber was tue ich mit der Information? Spielst du mit 3000 MS Ping oder wieso so ein Delay? Das liegt nicht an mir, es liegt eher am Spiel. Deswegen sage ich, die Steuerung ist eine Vollkatastrophe. Eine ultimative Vollkatastrophe. So, was haben wir da? Tattoo-Gutschein? Johann D. Schmidt, Tattoo-Künstler. 18. März 2013, 9:30 Uhr. Oh, da haben wir einen Tattoo-Termin, ne? Herr Rammstein, Bernie ist unendlich fair, außer ein bisschen trashy Zeug hast du nicht versammelt. Lieber spät wie nie. Aber ich habe so das Gefühl, dass es langsam beginnt anzufahren. Frohe Weihnachten 2010, Schwesterherz, habt dich lieb, Josh. Aha, okay. Was zum Fick machen wir hier? Warum ist es denn überall so finster? Ich hätte so gerne Taschenlampen oder so. Was haben wir da? Liebe Hanna, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Mega-Party. 17 Uhr am 13.07.13. Hier Casa de Mike bei mir zu Hause. Um Antwort wird gebeten. Aha, ja. Ist schon recht. Ist schon recht. Immer schön ins kleine Finsterne. Ich kann mal rein, da ist noch nie was passiert. Da ist noch nie was passiert. Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. Mhm. Vor HW. Was heißt das? Hauptsächlich COO. Das wird nicht funktionieren. Er ist ein verrückter, waghalsiger und extrem gut aussehender Typ und du bleibst zu Hause und bestickst Kisten und übst die G-Moll-Tonleiter am Klavier. Gib es auf. Oder tu etwas wirklich Verrücktes. Lauf von zu Hause weg, lass dich tätowieren oder sowas ähnliches. Alles, was seine Aufmerksamkeit erregen könnte, hey, du tust es für die Liebe, oder? Also tu es einfach. Du schnüffelst im Zimmer von Josh toter Schwester. Was? Das sind alles Informationen, die habe ich nicht. Für das schaut ihr Bett aber noch ziemlich gut aus. So ein Stück von der Bravo, ja. Ich weiß ja gar nicht so recht, wo ich überhaupt hin muss. Und eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, nicht da umeinander zum Schleichen, weil ich genau weiß, dass wieder irgendwo, wo irgendwas herspringt. Ist das wieder so ein geschissenes Totem? Ich sehe es halt nicht, weil es stockfinster ist. Nein, ich möchte nichts wissen vom Totem. Hau ab, leg sie! Du hast sie doch umgebracht. Ach, ich weiß, was ich mir die ganze Ding, die ersten zwei, die da gestorben sind, die wir mir sterben haben lassen. Wir sollen sagen, das passiert erst in der Zukunft. Naja, es ist halt, was es ist, ne? Oder was haben wir gekommen? Ich finde das Jungpleite verzweifelt besser. Es war halt so schön, wenn ich irgendwo... Du schaffst das, Mann. Wir vertrauen auf dich. Ja, absolut. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Mei, ich sehe halt auch nicht, wo irgendeine Treppen runtergeht oder wo ich hin muss oder irgendwas. Da habe ich eine Treppen runter, okay. Ich weiß da was für euch zwei. Die haben vorher erzählt, dass das schon war und wie es zugegangen ist. Hab leider nicht aufgepasst. Hab in den Chat eine ragen müssen. Entschuldigung. Wow, du hast ein Hexenbrett? Ja, ganz toll. Die Dinger sind ein Witz, Mann. Ach du Kacke, spielen wir jetzt Ouija-Scheiße? Okay. Hey Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie ein mieser Service, findest du nicht? Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Nein, was soll ich auch haben? Da ist Winter, sie redet mit der Hotpant. Okay, dann los. Cool, ihr werdet es nicht Und sie sind dort zum Jahrestag von deren Tod. Das ist gut, das ist wenigstens einer passt auf. Beachte die 3 Regeln von Ouija. Ich weiß, was ich mir die ganze Zeit... Also wenn das jetzt eine... Ich hab die ganze Zeit die Vermutung, dass es da so ein Mördersepp... Maybe it's a trap, hä? Dass ein Mördersepp im Wald umeinander rennt. Dabei spielen wir mir jetzt da den Ouija-Scheiß. Und dann wird's doch was ganz Seltsames. Sag ich das richtig? Ich weiß ja gar nicht, was ich wirklich tue. Ich laufe einfach vor mir am nach und schaue, was passiert. Weil auf alle Fälle schaut, dass es hier einen lustigen Schlaganfall hat. Hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein.
Spöttisch. Chris muss was unternehmen. Schmeicheln. Sie sind süß zusammen. Sie sind so süß. Zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Ah ja. Interesting. Wie dermaßen laut war denn der Tier-Sound? Jetzt bist du besoffen, Weißt oder du, was? Sam, Ja, Josh? ich wollte nur sagen, Was? es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Ehrlich gesagt, es ist auf jeden Fall komisch, wieder hier zu sein, aber ich glaube, es wird uns helfen, alles hinter uns zu lassen. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Ja, jetzt macht die ganze Gespuse von dem Intro halt auch langsam einmal Sinn, wenn man das jemand sagt. Geh Weil ich die schön Hälfte langsam. offensichtlich nicht Ich mitgekriegt habe. glaube, Treppenlaufen kann ich schon ganz Warum die da sind und so weiter und so fort. Naja, gut. Warum sind diese einsamen Berge eigentlich immer so groß wie der ganze Campus? Das stimmt. Das sind die Filme auch immer so. Da hab ich wirklich gedacht, Alter, wer die Bude da hinzimmert hat, die muss 10 Millionen Euro kosten und das gibt's nicht anders. Da hab ich gedacht, der Keller ist größer wie mein ganzes Grundstück. Wo schlürft denn jetzt da umeinander? Warum haben wir eigentlich immer in einem Keller? Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Ja, Koppensteiner, das ist eine richtig gute Idee eigentlich, weil vielleicht kann man dann einmal die scheiß Namen merken. Das ist eine richtig gute Idee, das Lot. Da stimme ich da instant zu, ich hab mir nämlich auch die ganze Zeit gedacht, irgendwas ist komisch. Oh, ich muss irgendwas auf. Da hinten muss ich irgendwo draufdrücken. Achtung. Nein, auf seinen Kopf muss ich draufdrücken. Was ist? Mein Gott, dreh die um! Also ohne Scheiß, die Steuerung ist wirklich. Kruzifix. Hier, kannst du mal halten? Josh. Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Oh no. Vielleicht schaffe ich das mit dem Generator. Ich schau das in Holt. Komm. Nicht schlecht. Nicht schlecht schon, ja. Was passiert, wenn ich das dann draußen halte und gleich in den Stromstecker und es macht... Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. First try! Oh, verdammt. Schon okay. Jetzt versuch's nochmal. Ganz ruhig. Ist nicht so schwer. Drück einfach den Knopf, sobald das Licht angeht. Okay. Nicht Ich krieg das first try. jetzt hin. Das muss ich mir sagen mit dem Licht. Soll ich das schmecken oder was? Super. Okay. High five. War da fast. Jetzt hab ich leider Gottes in den Chat reingeschaut. Hab ich High Five versandt. Scheiße. Oh, das hat einen Schmetterlingseffekt. Was ist denn das? Na, jetzt wird es den schnell doch noch mal schnell ein wenig finster werden. Alles Ne? Mögliche sein. Jedenfalls nichts Hey, Schönes. lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. And now kiss. Was? Jetzt hab ich kurz prostituieren gelesen. Ich weiß nicht. Mein Scheißhirn ist dermaßen in Durchzugmodus, Alter. Ich hab jetzt einfach prostituieren gelesen. Streich, hinter dir ist da etwas. Oh, das geht mit Sicherheit gut aus. Ja, ich tu mein Mikrofon wieder weiter weg. Ihr könnt's wieder heller dran. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Was? Hinter dir ist etwas. Ja, klar.
Beharren einem Ernst, Schadenfreude erwischt. Josh. Ohne Scheiß jetzt. Da hinten ist etwas. Die beste schauspielerische Leistung, seit mir das Spät sprengt. Was? Nein. Woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, tja, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Er ist Tennisspieler oder was? Hä? Ne, okay, du hörst das doch auch, oder? Josh, Was? der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Der wird da finde nichts mehr nicht glauben. gleichmäßig. Oh. War vielleicht doch ein bisschen dumm. Heroisch. Ich schaue nach. Besorgt. Wir sollten nachsehen. Wenn, dann sterben wir beide. Na, jetzt machen wir Lohr. Wir haben Ich geh mal heroisch. nachsehen. Was? Wieso? Was hast du denn, Angsthase? Nein, das ist wahrscheinlich überhaupt nichts. Dann halt du doch die Stellung und ich schaue nach. Okay, wie Mit Sie meinem wünschen. kleinen Regal. Und meine Strumpfhosen. Schau jetzt da mal nach. Ganz vorsichtig. Ich sag, es ist ein Miezi. Oder irgend sowas. Oder? Oh, leck, was? Ah! Was? Wieso ist jetzt das? Oh, komm schon! Wieso ist der abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt! Hey! Wichser. Was zum Teufel? Du! Ich hab dich erwischt. Ja, Chris, du bist der voll der lustige Scherzkeks. Was tust du jetzt mit nur einer vollkommen ausraus? Die Hackenschelle hat der Trottel! Sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Okay, das war ein guter Witz. Muss man... Ich gebe zu, dass dein Adrian! kleiner Servus, brauchen wir eine Zeitung? Ja, noch nicht. Jokemeister. Es fängt langsam an. Nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Ja. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Und du bist mal ab jetzt zu alt. Tschüss. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Oh nein, nicht sie zwei. Hallo, Oh. er dann Matt. Ich muss die Tasche holen. Kommst du mit? Ja, ich komme. Was war bitte halt? Was war bitte halt? Ich brauche Aufklärung, was war bitte Bitte halt? sehr, Madame. Oh, danke, Sir. Ich habe jetzt zuerst Österreich statt Geisterreich gelesen. Hey, Ja? Abtun, fangen wir von vorne an, kritisieren, bleib doch mal cool. Ja, wie ich es vorher schon gesagt habe. kann ich dich was fragen? Hast du deine Im Tage? Ernst? Was? Aber nicht aufregen. Matt. Ich Hast finde, du deine weißt du, für Tage? die Zukunft, wenn jemand versucht, dich zu provozieren oder so. Ach so, vielleicht, alt, ach ja. Vielleicht Oh bleibst du mei. dann einfach cool. Tja, deswegen Was muss ich willst du nachfragen, damit was sagen, gemeint dass ist, weil es mir meine ich denke, Schuld das war? ist Standardlevel. Nachgeben, du hast recht. Da, hier wieder, prostituieren. Das habe ich nicht gemeint. Nein, das will ich. So war es nicht gemeint. Weißt du was? Du hast recht. Ich sollte cooler bleiben, wenn ich von blöden Zicken angegriffen werde. Also sie ist wirklich mit Abstand das arschfotzigste Rindviech, das umeinander rennt da bei denen. Offensichtlich haben wir 3 Geschichtsstränge, die anderen 2, wo schon eine fort ist. Seht's mal, die Tussi und ein Josh.
Mal ganz langsam, gell? Okay. Ah, Na das schön. sind 3 parallele Zeitstränge. Bitte tu die alte weg. Ich arbeite dran. Wir haben jetzt die Option, das erste Mal, dass wir sie dreckig sterben lassen. Du kannst auch mal einen Meter schneller gehen! Du Scheißhausfut, du Kreisler, geh! Kruzifix nochmal! Minus 15 Grad hat's! Hey, Dummkopf, komm hier lang. Mein Kruzifix, du gehst mit. Lass uns zurückgehen. Flirten. Willst du, irgendwo mit mir allein sein? Erstmal Dann schmusen. komm doch her und find's raus. Was ist, wer verhält sich denn so? Wer verhält sich denn so? Im ersten Satz, du Dummkopf, du Blödmann, du dieses, du das. Magst du mit mir irgendwo allein sagen? Geh her und find's raus. Was ist denn mit dir? Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ich weiß. Mietzi, ich hab schon gesehen, wie spät das ist. Schmollen schon gut, ehrlich. Prahlen, kein Problem, Babe. Kein Problem, Babe. Aber du solltest dran denken, dass ich mehr für dich sein kann als eine große, muskulöse Gepäcksuchmaschine. Kannst du das beweisen? Auf jeden. Auf jeden. Was? Auf jeden. Warte, was soll das heißen? Na, auf jeden... Roli, hauen Sie sich hinein, war 2 Wochen, das kann ich bestätigen. Das klingt sexy. Hauen Sie sich hinein, schlafen Sie sich gut. Schlafen Sie sich gut in den Schlaf hinein. Muskeln wo? Das ist eine gute Frage. Wir haben ja immer noch nicht herausgefunden, was er für einen Sport macht. Oh, Vogel war wieder mit da. Aber sein Teamjacken sagt mir, es ist Football. Und das ist wohl, aber wenn er so schmachtig beieinander ist, ich kenne mich keinen Stecker nicht aus im Football, aber ich tippe mal auf Mr. Quarterback. Das ist der wirft, ich habe keine Ahnung. Schach, ja. Mit Gusseisenfiguren. Cool. Oh, heute Abend ist es so schön hier. Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Ich habe nicht nur Muskeln. Ich habe im Kopf auch was drin. Na, du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen? Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Geräumig. Hättest du hier Platz genug? Was haben die? Was haben wir jetzt da? Oh, da kannst du einen Knocker Nosch. Weißt du was? Bestimmt finden wir einen besseren Platz. Was ist Bankdrücken nicht so dein Ding? Es gibt jede Menge Stellen hier draußen. Ich habe uns doch hier schon was freigeräumt. Wie ein Gentleman. Komm schon, sehen wir uns um. Was heißt draußen? Was ist denn mit der? Was ist denn eigentlich so Wichtiges in der Tasche? Nur meine Höschen. Die aus Spitze. Die aus Spitze. Oh, geil. Ungeduldig. Sag's doch gleich! Flirten, wer braucht Unterwäsche? Oh, hey, die brauchen wir nicht. Willst du mich nicht mal darin bewundern? Ich reiße sie dir sowieso runter. Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bringt mich in die richtige Stimmung. Los, holen wir sie. Dem gefriert doch, Bernie schreibt, da friert doch die Nudel drin fest, oder? Ja, egal ob es noch Winter ist oder nicht, bei der schon. Please let it end. Mit dem muss sterben jetzt. Oder ist ein Riesentotem schon, hm? Möchtest du auf dem Totem um? Nein, das schauen wir uns nicht, das ist nix. Kim, gehen wir weiter. Schüttermatz. Tschüss aufs Totem. Bitte sehr, Madame. Ich lass mich nicht spoilern. Danke. Das war der Major Spoiler da oben. Oh, wow, sehr beeindruckend. Was war das? Weiß nicht. Bestimmt nur ein Tier, oder? Das ist gar nicht cool. Ja, Medi, du gehst einmal vor Ruhe. Du mit deinen 1,20 Meter gehst du jetzt auf alle Fälle vor Ruhe gehen. Du bist der Tank. Was einem? Mr. Aichi. Major Spoiler. Guter Witz. Made my evening. Hat das fucking noch geschrien, weil er so abgestoßen hat, oder was da ist? Herr Hesse, merci dir. Schönen guten Abend ebenfalls. Zurück. Ein Schweinekopf, eklig. Schweinekopf, eklig. Der war vorher noch nicht da. Kim, los, Fehlen drunter. Eine Nachricht? Wow.
Welcome back. Northern Provinces Penitentiary. Kann ich nicht schon lesen. Aber jetzt macht der Wife und jetzt check ich erst deinen Spruch von vorher eigentlich. Ich weiß, was du letzten Winter getan hast. uns bloß veralbern. Irgendwie Check es auch finally einmal. Jungs. Oh, klar, dass er meinen Namen nicht richtig lesen kann. Ja, ich Gnerps. Gnerps. Ich nenne dich ab jetzt Gnerps. Da bist du aber auch selber schuld. Zur Hölle war das? Gnerps. Irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will nur weg hier. Okay. Jetzt kommt die wieder daher. Les vorhin, du Uhu. Oh Gott. Ich weiß nicht, bist du in Japan? Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor... So hast du jetzt selber eingebrockt. Du hast aber jetzt Gnerps. Einsamkeit. Hast du auch diese... Gnerps. Furcht? Nein, ich fürchte mich, um ehrlich zu sein, noch nicht so stark. Sprengmeister, das hast du jetzt selber eingebrockt. Menschen, die sich fürchten. Ignerps ist gleich Ignaz, ja. Ich fühle Hass. Ich habe Mitleid. Womit fühle ich... Wieso ist denn da eine aufgeschnittene Katze? Das ist jetzt völlig am Verstand verloren. Da fühle ich Hass. Okay, also Mike hat Angst vor Isolation. Hast du Mitleid mit ihm? Nö. Nein. Gewiss. Das sieht man an den Entscheidungen, die du triffst. Ich weiß nicht mehr, wer der Chris ist. Ah, das war der Lustige, der ganz Lustige. Er hat Angst vor Einsamkeit, aber sitzt dann allein im Keller oben und wartet, bis wir mir kommen. Tommy! Ist mir wurscht, ob du schimpfst, Just Mercy, Alter. Und nicht Steffi, B, Dino Dono. Merci dir. Und Schluss jetzt. Nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ich hasse Lügen. Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit? Und Nächstenliebe? Ehrlichkeit. Nächstenliebe wird überbewertet, schätze ich. Lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. War jetzt aber eine kurze Sitzung, mein Freund. Aber warum die aufgeschnittene Katze und die Spinne am Tisch, ja, das verstehe ich nicht ganz. Isolation. 8 Stunden bis zum Morgen. Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Aber er ist doch der humorvolle Chris. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du, als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Abracadabra. Okay. Rufe herbei, so schnell wie es geht. Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich habe gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt er etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. HP! HP! Nein, es ist ein Drucker! Birger, danke für die gute Anlage, vielen Dank an den Chat für die gute Aufnahme als Nicht-Bayer. Oh. Schön, ein Preis kann man ja nicht sagen. Ein Hesse, der es zu schätzen weiß. Herr Hesse, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Schluss mit der Rumdonaterei jetzt. Jetzt, wo das Spiel endlich halbwegs anfängt.
schauen wir mal. Der Luxor ist auch immer noch da. Herr Luxor, Respecto Patronum, dass du das so lange ausgehalten hast. Schau her. Ich habe nämlich das Gefühl, jetzt wird's langsam. Ruhe jetzt. Jetzt auf. Frau Herzinger, merci dir. Das sind doch lauter Schauspieler, oder? Ja, wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Ich tue mich wieder weg vom Mikrofon. Vortasten. Wie können wir helfen? Klarstellen. Wer braucht Hilfe? Wer braucht Hilfe? Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I, S. T. E, R. Oh, Schwester. Schwester. Schwester? Wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Beth, bist du das? Hannah, bist du das? Ja, das sind jetzt die zwei Verstorbenen am Anfang von mir. Jetzt macht es auch langsam Sinn. Ja, ich soll vielleicht nicht so in den Chat einschreiben, schauen und überhaupt. Wer spricht da mit uns? Beth? Bist du das? Ich weiß bloß leider nicht mehr, wer von den zwei... Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was es sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine, wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Mal überlegen. Vortasten. Was ist mit dir passiert? Entschuldigen, es tut uns so leid. Nein. Entschuldigt wird sie doch nicht. Was kann kein Mensch was dafür? Alle kennen was. Ich bin der Volldepp. Natürlich kennen alle was dafür. Sagst du es uns? H. A. N. N. Warte, es geht weiter. K. Hannah, Ki. Kill. L. Oh mein Gott. Oh je. Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stelle noch eine Frage. Klarstellen. Wie ist Hannah gestorben? Vortasten. Wer hat Hannah getötet? Okay. Wie wurde Hannah ermordet? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. P. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Vorsicht! Heilige Scheiße. Chris? Oh, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hört zu. Ist schon ein wenig unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter. Es ist nicht Ich kann das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann. Ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugend. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Adrian. Viele Grüße an Julia Herzinger. Aubitzwock. Julia und Adrian. Jess! Merci dir. Jetzt sind wir wieder bei ihm. Ja, das Chili, der